Hey liebe Leute, Mr. J. Mike und herzlich willkommen in einer neuen Episode und zwar mit dem Modus Vorherrschaft und das im Battlefield 4. Ich wollte da mal etwas Neues ausprobieren. Das letzte Mal war ja Vernichtung und heute Vorherrschaft. Es ist eigentlich so ein Mod, so eine Eroberung, auch wieder 3 kleine Flaggen. Die nimmt man aber um einiges schneller ein. Die Maps sind auch um einiges kleiner und es erinnert mich so ein bisschen an ein TDM von einer Größe. Und es macht wirklich Spass. Ich denke mal zum Waffenleveln ist sicher ein guter Mod. Man macht wirklich zünftig viele Kills und die Runden gehen dann schnell. Das heisst, man kann auch schnell aufsteigen, weil man halt immer wieder schnell für die Runde Punkte bekommt. Also sicher ein guter Mod, wenn man schnell aufsteigen will. Ja, was habe ich eigentlich für ein Thema? Habe ich ein Thema vorbereitet? Ja, ein kleines habe ich sicher. Das Spiel geht auch etwa gefühlte gute 9 Minuten. Und zwar erzähle ich ja immer, wie viel zu tun ich habe bei der Arbeit. Und ich wollte jetzt einen kleinen Ausschnitt zeigen. Und zwar habe ich dieses Wochenende mal wieder etwas Sensationelles erlebt, wo mich einfach denken, wie dumm die Menschheit wird, sobald sie mal wieder zu viel Alkohol getrunken hat. Und zwar sind wir am Patrouillieren gewesen, und dann haben wir einen gefunden auf einem Bänkchen, der wirklich voll am Schlafen war. Dann schauen wir ihn so an und der Kollege sagt so, macht mir so ein Zeichen, hey, der Sieg hat sich im Fall angekotzt. Und ich so, ja, weckst du oder weckst du oder soll ich ihn weg? Dann weckt er ihn, ich bin auch bei ihm gestanden, so schnell geschaut, ob noch irgendjemand rundherum ist. Dann weckt er ihn und der andere wirklich so ein halber Saber, wo er aus dem Maul rauskommt und ein paar Stückchen auf den Hosen und auf den Jacken. Also wirklich, der Sieg hat sich angekotzt. Und dann fragen wir ihn ja, wo er rennen soll, oder? Und zuerst gibt er uns keine Antwort und wir fragen ihn ja, ob es ihm wirklich eigentlich gut ginge. Und nachher schaut er sich selber an und nachher sagt der Partner so, ja, Sie wissen schon, Sie haben da am Boden gekotzt, das ist vielleicht nicht gerade das Perfekte, wenn da überall Leute durchlaufen. Und dann sagt er doch tatsächlich, das sei nicht er gewesen. Und wir so, ja, aber Sie haben Kotze auf der Hose. Ja, das ist nicht von mir. Ja, aber Sie haben auch Kotze am Ärmel und auf dem T-Shirt. Sagt er, ja, das ist nicht von mir. Und wir so, ja, aber Sie haben einen Kotz im Gesicht und es kommt noch halb aus dem Maul raus. Und dann sagt er doch tatsächlich, es sei auch nicht von ihm. Hey, wir haben uns so zusammenreißen und wir haben uns einfach bildlich vorgestellt, wie einer kommt und einmal Kragen packt und einmal einfach ankötzelt. Und wiederum haben wir uns gefragt, Gottverdammt, wie viel müssen die Leute saufen, damit die so etwas rauslösen und sich allgemein anfangen da von oben bis unten ankotzen und mein Gott, ey. Und das erlebe ich eigentlich fast jedes Wochenende. Einfach, dass es überall ein bisschen Vollidioten gibt. Es gibt natürlich auch die guten Momente, wo man auch mal wirklich in ein gutes Gespräch reinkommt mit den Leuten und denen auch helfen kann. Aber es hat natürlich auch immer ganz viele Vollidioten unterwegs, wo man halt ein bisschen zurechtweisen und die einen nehmen es locker und es dann auch umsetzen. Nachher hast du natürlich auch die Leute, die irgendwie Autoritätsprobleme haben oder irgendwie, keine Ahnung, falsch erzogen worden sind, auch wenn es mir ihnen anständig ansagt, wenn man ihnen das anständig sagt, haben sie irgendein Problem, das wirklich umsetzen können. Sind, glaube ich, irgendwie nicht richtig erzogen worden. Bei mir hat es immer noch einen Klapp auf den Kopf gegeben oder auf die Finger, wenn ich mal etwas gemacht habe, was ich nicht hätte sollen und es dann vor allem immer wieder 1000-mal wiederholt habe. Aber ja, wir sind ja eigentlich... Ich sehe mich da nicht irgendwie als Papi für all die gehen saufen und dass sie heimtragen und bringen. Ich helfe natürlich gerne, wenn einer so hackert da ist, dass er auf den Zug kommt, das sicher, aber wenn man da jetzt irgendwie einen muss 10'000 Mal wecken, dann muss ich auch sagen, ja, musst nicht auf den Zug oder so. Und nachher sagt er, ja, nein, lass mich in Ruhe, fick dich ins Knie. Und wenn der dann noch 4 Stunden an diesem Bahnhof liegt, ist mir eigentlich gleich, solange er auf dem Bänkchen liegt und nicht irgendwo in der Perronnähe bei den Gleisen irgendwie anfängt rumzuhocken, kann er gerne von mir aus 4 Stunden dort liegen bleiben. Ich habe es ja versucht, dass der irgendwie nachher noch heimkommt. Ja, da jetzt eigentlich ein kleiner Ausschnitt, wie es ab und zu und her geht bei mir am Wochenende. Und unter der Woche sind es meistens so Dienste, wo ich gar keine Problemfälle habe. Also überhaupt, vor allem am Tag durch ist ja meistens alles ruhig und die Leute sind am Arbeiten. Dann ist es wirklich unter der Woche ist chillig und am Wochenende, wo alle in den Ausgang gehen, ist ab und zu Himmel und Hölle los.
Ja, ich hoffe, dir Motor 99 FZ hat das Vernichtungsvideo gefallen. Ich bin immer noch am Spielen. Wir haben ja selber noch den Motor 99 FZ. Und ich haben ja einmal einen Abend recht lang, also was sind das, etwa 2-3 Stunden miteinander gespielt gehabt. Und wenn jemand von euch sonst noch Lust hat, mal ein Dual-Commentary zu machen oder einfach so ein bisschen zu zocken, kann es mir sagen. Ich bin mir am überlegen, ob ich jetzt Premium noch nehmen soll und irgendwann mal vielleicht mal wieder einen Mieterserver, einen Server mieten. Mein Gott, heute habe ich es überhaupt nicht mit der Sprache. Irgendwie stolper ich selber über meine Zunge. Ja, also wenn ihr Lust habt, schreibt das doch in die Kommentare. Dann können wir vielleicht mal am Abend irgendwie in meiner kleinen Gruppe mal ein bisschen Battlefield 4 spielen. Ich bin natürlich auch offen für COD, natürlich nur Modern Warfare 1 und 3 und Black Ops 1. Den Rest kenne ich nicht mehr. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Und ja, habe ich sonst noch ein Thema? Ah ja, das Battlefield, das neue, heisst glaube ich Battlefield Hardline, wenn es mich nicht täuscht. Das kommt natürlich leider erst im 2015 raus. Natürlich nicht Ende 2015, sondern so Februar, März, April, so um die Richtung. Sollte das rauskommen. Und ich habe ein bisschen reingeschaut und es sieht wirklich saumässig cool aus. Es ist mal etwas Neues, da ist man so irgendwie Räuber und Polizisten. Und ein bisschen in der modernen Zeit, ja, denke ich mal, macht sicher Spass, mal ein bisschen einen Umbruch von dem ganzen Weltkrieg sich zu entfernen. Das wird man natürlich auch ziehen, aber natürlich zuerst das COD Advanced Warfare. Und ja, bis dahin tue ich euch mit Battlefield 4 ein bisschen unterhalten. Und ich wünsche euch eigentlich noch ja, eine gute restliche Woche. Macht's gut, habt viel Spaß und man hört sich im nächsten Video. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.